Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Here we go. Here we go. Here we go. Büssli-Panne bei der Familie Losli-Sieber in Mexiko. Die Batterie ist abgelegen. Die letzte Hoffnung ist jetzt Kickstarten. Kannst du rübergehen? Aber ich lasse die Kupplung los. Du musst rüber. Ach, du musst natürlich den übernehmen. Die Kupplung, ich kann sie nicht... Ja, kannst du. It's on, right? It's on. Jetzt an! Ich denke, das ist der Gang aus. Olé, Dick, wir haben's! Wow, you're our hero! Thank you so much! Yes, es tönt schon echt geil, wenn der Motor wieder geht. Halleluja! Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Seit 2 Jahren sind sie mit ihrem Büssli jetzt schon in Mexiko unterwegs. Wir haben noch nie ein Problem mit dem Auto gehabt bis jetzt. Blattwärmer schon. Noch genau jetzt. Die Batterie scheint sich ein bisschen entscheidend entladen zu haben, aber ich weiß es nicht. I don't know. Mal schauen, ob es bringt mit dem wieder voll aufladen. Am liebsten würde ich jetzt einfach 2 Stunden rumfahren, damit sie wieder richtig geladen ist. Also in Mexiko die Spaco ist eigentlich easy, aber bei der Zeremonie ist es halt schon so ein bisschen, ist so ein bisschen ein Aufbau, oder? So ein energetischer Aufbau, oder? Und dann ist es nicht so gut, wenn man zu spät kommt. Bin ich gerne rechtzeitig. Das Tor vom Tempo ist zu. Das heisst, alle Leute sind schon da. Ja, das ist lang. Nein, so 1,5 Meter. Einmal in der Woche findet in diesem Tempo mitten im Dschungel eine Sound-Healing-Zeremonie statt. Durch die Schwingung von Klängen wird Körper und Geist harmonisiert. Es geht also auch um Entspannung. Das passt ja nach dem Stress. Es ist eigentlich ein unumstößlicher Fixpunkt, wo wir eigentlich noch fast nie gefällt haben. Die Vibrationen, die sie machen mit den Instrumenten, die haben ein extrem kraftvolles Element, heilendes Element für jeden seinen Körper. Und ich finde es schön, wenn man auch die Perspektiven auf das mitbekommt. Das ist die letzte Zeremonie für die Familie hier in Bacalar. Gleich wollen sie weiterreisen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Freiheits- und Nomadengehen, wo einfach irgendwie manchmal wieder so sich befreien und frische Luft braucht. Und es rostet ein bisschen ein alles. So das Reisefeeling einfach, so das Entdeckergefühl und das Freiheitsgefühl, das du sonst hast, wenn du irgendwie wenn du wirklich wieder Neues entdeckst, wenn du neu mit hergehst und du weißt nicht, was dich erwartet. Seit über einem halben Jahr sind sie jetzt in Bacalar, im Süden von Mexiko. Das war nicht ihr Plan. Ja, grundsätzlich würden wir eigentlich gerne weiterreisen. Wir haben aber auch gleichzeitig gemerkt, dass uns der Ort und die Menschen da immer mehr um den Finger gewickelt haben, als wir eigentlich das gedacht haben oder geplant haben. Sodass wir jetzt da gleich mehr Wurzeln da haben und das Herz mehr da verloren haben, als das wir eigentlich wollten. Kurz darauf ist aber plötzlich klar: Weiterreisen bedeutet zurückreisen in die Heimat. Wir müssen in die Schweiz, weil wir haben unser Haus unten vermietet, also unser Haus.
Das ist nicht unser Haus. Das Haus, unser Miethaus haben wir untervermietet an meine Cousine, die aktuell drinnen wohnt. Und sie hat einfach gemerkt, dass ihre Schuhnummer zu gross ist und dass es für sie nicht mehr passend ist. Und jetzt haben wir ein Problem. Biel. Der Ofen, das wichtigste Stück vom Tiny House der Familie Oberbach, ist angekommen. Der Ofenbauer oder Urs Oberbach probieren, die 300 Kilo schadlos ins Haus hineinzubekommen. Jetzt kehren daher, ich glaube, das wäre gut. Ja. Dabei hat der Urs die Rampe extra noch verstärkt. Das ist recht schwer, das Teil. Der Balkon hat nicht. Der Balkon braucht noch einen Stützbalken mehr für den Schwerofen. Es wäre katastrophal, wenn der kaputt ging. Jetzt gefällt es mir besser. So, tipptopp. Ein paar tausend Franken hat die Sonderanfertigung die Familie Oberbach gekostet. Halben Tag das Ziel heim. Der Ofen wird das Tiny House heizen, das Wasser aufwärmen und ist auch der Kochherd. Sehr gut. Er ist quasi das Herzstück des kleinen Haus. Um ihn richtig zu platzieren, braucht es noch mehr Unterstützung. Es kommen noch mal 2 Kollegen vom Urs helfen. Vielleicht darfst du auch noch schön lupfen. Ich schauen, ob es... Jetzt müssen wir ging, ja. ein Palett vorziehen. Merci vielmals, Basti. Es ist mega schön, dass wir jetzt hier offen haben, weil wir haben lange auf den gewartet und wir haben uns den ausgelesen und sind auch gespannt, wie er in echt aussieht. Und darum ist das jetzt ein schöner Moment, dass wir den jetzt haben und jetzt können wir darum weiterbauen. Alles gut gegangen. Fast alles. Bis aufs Ofenrohr. Was ist das? Das ist mit 150. Ist das... Mal. Ja gut, du musst 160 haben, sicher. Das Rohr hat dann 150, dann sind wir schon auf 154 Gott. Das ist... Ja, 153. Das ist das vom Dings, oder? Das Setzrohr. Nein, vor allem sollte ein bisschen Luft haben. Nicht, Nein, das geht nicht. Wie hat es genau geschafft? Du? Ja, ich glaube, ich tue das einfach... Echt lange kannst du ja gleich so machen, oder? Die kann ich drauf... Ja, also stecken kannst du das selber. Genau. Da ist beim Ausmessen etwas schief gelaufen. Aber Hauptsache, der Ofen ist heil und ganz eingebaut. Ja, so lasse ich. Ich freue mich sehr, ist jetzt der Ofen da. Da kann man noch dahinter jetzt die Wand weitermachen. Und darum ist es super, ist er da. Und dann gibt es eine kleine Anpassung, das mache ich dann in Ruhe. Und dann ist das voll tipptopp. In Matzingen im Kanton Thurgau ist der Fabian Kappeler daheim. Hoi. Vor 6 Monaten hatte der Fabian einen Dörfunfall. Seitdem ist er querschnittgelähmt. Heute geht er mit seinen Freunden an ein Open-Air-Festival. Etwas, was sie vor dem Unfall regelmässig gemacht haben. Heute das erste Mal im Rollstuhl. Wann geht ihr? 1:30 gehen wir auf den Zug. 1:30? Ja. Okay, ja. Mal schauen, wie es kommt. Also Zugfahren geht immer einfach. Ich war bis jetzt einmal das Problem, bin ich mit Malaysia unterwegs. Ist die Tür nicht aufgegangen. Da haben wir ein bisschen Struggle gehabt, aber ja. Das Festival jetzt da ist jetzt halt nicht gerade so rollstuhlgängig, aber ja, ist gut. Angst, dass etwas passieren könnte, hat nur die Mutter von Fabian, die Claudia. Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, wenn er auch weggegangen ist, der Fabian. Aber sind wirklich super gute Kollegen. Und wenn ich sage, hey, passt auf oder schaut und keine Ahnung, also ich sage nicht, sie müssen auf ihn schauen, sondern einfach
allgemein. Und dann sagt sie, hey Claudia, du musst keine Angst haben, wir schauen schon. Wir sind ja alle zusammen und es ist wirklich eine eingefleischte Gruppe. Der Fabian ist 17. Sein Unfall hat ihn mitten aus dem Leben gerissen. Die Lehre als Automobilfachmann musste er abbrechen. Dass seine Kollegen mit ihm regelmässig etwas unternehmen, ist für ihn eine gute Abwechslung momentan. Eigentlich durch das Ganze sind es mehr Kollegen geworden als vorher. Vorher hatte er so seine 1, 2 enge Freunde gehabt, und jetzt ist es irgendwie eine Gruppe von 10. Und es sind wirklich, sie schauen alle. Ja. Es ist teilweise immer noch schwierig, so das wirklich realisieren, dass es so ist jetzt. Gewisse Sachen gehen halt nicht mehr. Aber es ist schon cool, es ist vieles immer noch möglich und wir ermöglichen ihm auch viel, dass wir weiterhin so an Partys gehen können und ja, genau. Ja. Nein, warte. Mit der Barrierefreiheit bin ich relativ zufrieden. Ja. Es gibt manchmal so Zeug, da hat es halt Stege. Das ist halt schon nicht gerade geeignet für Rollstuhl, aber da die Matzingen geht. Also ist alles eben. Willst du selber rein, was ich dich? Willst du das Bier haben? Ich jetzt schon. Nein, ich kann schon alleine rein, Digga. Ladies first. Ja, viel Freude hat er nicht. Wie? Ja, viel Freude hat er. Nein, ich hatte einen TÜV-Unfall, einen schweren. Ja. Das war vor 6 Monaten. Bin ich mit dem TÜV halt von der Straße abgekommen. Also ich bin zu gut. Nein, ist schon gut. Dürfen schon fragen. Also mir würde es einen Soppel haben. Nein, Ja, also ich bin schon immer positiv. Ja, gewesen. bist du im Prinzip notwillig gewesen. Genau, ja. Ja, es war eine Gewöhnungssache, aber jetzt gehen wir wirklich zusammen an Partys und so und das Leben geht genau gleich weiter wie vorher. Wie man Kollegen hat. Ja, genau, das wäre sicher viel schwieriger für ihn, ja. Ja, voll, ja. Ja, danke gleichfalls. Ja, danke. Das habe ich vorglühen gehört. Das hat mich wirklich nie umgehauen. Erstens, ich war halt schon vorne positiv gewesen. Dann noch halt das Umfeld, die anderen Kollegen, Familie. Das war schon das Größte, was mich einfach auf dem Boden gehalten hat. Prost miteinander, ich bin gar nicht da. Komplett nüchtern. Nach fast 2 Stunden Reise ist die Gruppe auf dem Festivalgelände zu Altstätten. Also am Anfang war mein Gedanke schon, dass ich so Sachen nicht mehr machen kann, weil halt vielleicht nicht alles so rollstuhlgängig ist wie auch schon. Aber bis jetzt ist es immer gegangen. Oh shit, Digga. Oh, that gets more. I like the way you move it, move it. I like the way you move it, move it. I like the way you move it, move it. Move it, bitch! Weit und breit kein anderer Rollstuhl zu sehen. Mut braucht das schon auch klein. Es ist mega krass, wie positiv dass er das Ganze sieht. Ich wüsste nicht, ob wenn mir so etwas passiert wäre, ob ich das so positiv sehe. Ich habe gedacht, mit dem Rollstuhl, da getraue ich mich nicht so aus, Freiheit und so. Aber jetzt, ich bin froh. Ich habe nicht gedacht, dass es wieder so geil wird sein. Ich habe gedacht, das Leben wird sich nicht komplett ändern, aber wir sind wieder auf einem ziemlich gleichen Weg wie früher. Und es ist geiler wie je zuvor. Ja. Winterthur, knapp 9000 Kilometer weg von Mexiko. Die Familie Losli-Sieber ist ein bisschen unfreiwillig wieder zurück in die Schweiz.
Die Kinder freuen es. Sie sehen ihre Freunde wieder einmal. Das ist mega cool. Ja. Vor allem, ich bin mega zu mir mit ihm machen und so. Ja, ist bei mir auch so. Sonst ist er immer in Mexiko. Da müssen wir manchmal schauen, halt wegen Sprache, also FaceTime und so. Aber jetzt können wir einfach kurz anrufen und fragen, ob man Zeit hat und dann. Ja, so über Nacht und so. Ja, cool. Das ist mega. Die Familie ist da, weil sie ihr Mietshaus neu untervermieten müssen. Schokolade gefunden! Yeah! Sonst können sie das Reisen nicht finanzieren. Einmal im Jahr heimkommen. Bis jetzt war es super schön für meine Kinder. Wenn die Kinder alle Jahr sicher einmal ihre Freunde sehen können, weil ein Jahr in einem Kinderleben ist viel. Das sind dann wie in einer anderen Lebensetappe, in einer anderen Entwicklungsstufe. Und um an der Freundschaft dranbleiben, ist es schön, wenn man alle Jahre mal wieder heimkommt. Wie müssen wir jetzt hier rein tun? Vor allem 125. Es ist auch schön, jeder hat wieder sein Zimmer, wir haben wieder eine Stube, wir haben wieder ein Zuhause, wo das eigene Zuhause ist. Das ist mega etwas Schönes. Heute treffen ihre zwei Welten aufeinander. Mexiko kommt zu Besuch. Wir treffen den Adri von Bacalar, der mit den Jungs von Cuervo Cuervo hierher kommt. Die sind auf Europatour im Moment und machen einen Abstecher zu uns auf Vinti. Können wir uns besuchen. Ja, das wird cool. 2 Nächte sind sie da. Ich hoffe, dass sie gerne Schoki haben. Ich weiss nicht, ob sie gerne Schoki haben, aber wenn sie in die Schweiz kommen, sorry, dann müssen sie einfach gerne Schoki haben. Jetzt sind wir offen. Ist zwar gestanden, glaube ich, mittlere Dings. Brille, nicht? Schon spät. Weiss nicht. No risk, no fun. Really far, bitch. Amigos. Sie machen alles parat für einen herzlichen Empfang von ihren mexikanischen Freunden. Wir machen sowieso einen Teppich und so und schreiben so auf die Stege so «Hoi, willkommen», so auf Spanisch. Dass wenn sie dann raufkommen, dann sehen sie so direkt schöne Stege und so. The stories. Sie machen es lesen. Im Moment genieße ich es gerade mega. Ganz viele Leute wieder gesehen. Auch wieder das eigene Zuhause haben hier. Unsere heißgeliebte Villa Kunterbund. Das finde ich mega lässig. Treffen sie ihre Freunde zu Schaffhausen. Am Rheinfall haben sie abgemacht. Selber Auto fahren, das ist Fabian Kappeler sein grosser Traum. Seit er im Rollstuhl sitzt, hat das nochmal eine neue Bedeutung bekommen. Ja, es ist halt schon irgendwie eine Selbstständigkeit, wenn du mit dem Auto selber irgendwie kannst, zum Beispiel jetzt von da nach Zürich oder von da auf Winterthur, ist einfach, finde ich, ein bisschen angenehmer als in den Zug hinein. Und dann schauen dich, es gibt auch Leute, die dich blöd anschauen, zum Beispiel. Im Moment heisst es aber noch Zug fahren oder beim Mama-Taxi einsteigen. Das könnte auch nach der Fahrprüfung noch ein bisschen weiter so gehen. Irgendwie ist ihm das Auto wichtig, aber er hat im Moment das Geld auch nicht, um ein Auto zu finanzieren. Und darum bin ich noch nicht so ganz sicher, was er jetzt da genau vorhat. Ja. Ich verstehe ihn, dass er möchte unabhängig sein möchte, dass er das will, Auto fahren. Das ist sicher auch eine Erleichterung für ihn, dass er halt wirklich eher von A nach B kommen kann. Es gibt halt einfach, ja, oder auch Regentag, da bist du natürlich flutschnass, wenn du mit dem Rollstuhl unterwegs bist. Das ist ja so. Es ist Zeit zum Gehen. Okay, viel Vergnügen. Tschüss. Ade.
Du machst keine Landschade. Ich probiere es. Heute hat der Fabian eine Autofahrstunde. Der Treffpunkt mit der Fahrlehrerin ist direkt vor dem Haus. Hallo. Hoi, Nadine. Fabian, wie geht's? Gut, selber? Schön, mir auch. Das Auto ist extra für Rollstuhlfahrende. Als ich erfahren habe, dass der Fabian jetzt in die Fahrschule kommt, und zwar mit dem Auto, bin ich extrem geschockt. Ich habe den Fabian noch kennt als Fußgänger. Er war letztes Jahr bei uns im TÜV-Kurs. Und dann habe ich ein Telefon bekommen und das war so ein rechter Hammer. Ich weiss, es kann jeden treffen, aber der Fabian ist jemand, der mir geblieben ist, eigentlich als sehr vorbildlicher, als Junge, zwar ich sage jetzt Autofreak, aber wo das ernst nimmt, wo TÜV-Kleider anhat, der einen guten TÜV hat und vernünftig rumfährt. Und dann passiert so etwas. Das war heftig, das zu erfahren. Also beim Umbau haben wir vor allem 2 Sachen eigentlich. Wir haben den Knauf mit ganz verschiedenen Funktionen, Blinker, Scheibenwischer, Fernlicht, was er alles hier muss bedienen muss. Und das Zweite, der Gasbremsstock hier drin, dass er eben der kann Gas geben und bremsen und entsprechend hat er nur eine Hand, um dann den Rest zu bedienen. Es ist nicht die erste Fahrstunde von Fabian. Er hat schon ein bisschen Übung. Hier rechts am Rand kann man anhalten. Dann den Schulterblick, hier den Winkel. Ja. Jetzt komm ein bisschen langsam. Oder wegen dem Lieferwagen siehst du jetzt, ja, mach schon mal die 3 Blicke, das nachher wieder noch ein bisschen langsamer. Ja, als da irgendjemand hinführen springt. Gut. Hast du mit der Schule weg? Sicher? Ja. Wir folgen hier am Strassenverlauf. Du siehst aber das Signal. Da musst du nicht blinken. Nein, ich will nicht, aber ein bisschen verlangsamen, weil es ist gleich noch eine scharfe Kurve. Die zieht ziemlich zu weit vorausschauen. Schau, dass der Kopf schön gerade lässt in der Kurve. Genau. Dass du nicht reinlässt oder so. Ja. Gut, schau noch mal, wie es aussieht. Zufrieden? Ja, ich auch. Bei mir ist es gut gelaufen. Ich habe es gut gefunden, wie ich es gemacht habe. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich verbessern muss. Schulterblick vielleicht einmal, 2-mal mehr machen. Dann kommt es gut. Langsam bleiben. Ja, wenn du die Beine in der Mitte hast. Der Fabian macht das tipptopp. Genau. Man merkt, dass er Freude hat und man merkt, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist und will. Und so macht es auch Spass zum Autofahren. So ist es auch für uns, oder für mich als Fahrlehrerin natürlich lässig. Ja, macht Freude. In 8 Monaten wird der Fabian 18 und könnte ab dann die Fahrprüfung machen. Das Biel beim Urs und der Noemi daheim. Also. Die Kinder sind bei den Grosseltern. Heute heisst es ausmisten. In ihrem Tiny House werden sie nämlich etwa 60 Quadratmeter weniger Platz haben. Du hast gesagt, jawohl. Also die Zimmeranzahl bleibt eigentlich ziemlich gleich? Nein. Wir haben hier mehr Zimmer. Wir nutzen eigentlich nicht alles, um uns drin zu bewegen. Das, was jetzt in der Küche Platz hat, muss nachher auch in der Küche Platz haben. Und das, was jetzt im Schlafzimmer ist, muss nachher auch ins Schlafzimmer. Ja, das, was jetzt im Bad ist, kommt nachher auch ins Bad. Genau, aber von den Zimmern wird es ja nicht weniger. Ja, für mich ist mehr auch, dass ich halt irgendwie gar nicht so viel besitze. Dass ich den ganzen Besitz so ein bisschen in Frage stelle. Dass braucht man überhaupt so viele Sachen? Ist das nötig, sich besser zu überlegen, was brauche ich wirklich? Darum ist das eigentlich ein cooler Wendepunkt. Also fangen wir an. Frauen und Männer ticken ja bekanntlich unterschiedlich. Das wäre der Schaft, der neben dem Sitzfenster ist, was du mal hier angeschaut. Also du tust jetzt Küche zeichnen? Ja, also ich würde lieber zuerst mal ausschauen. Du siehst überhaupt, was da ist. Kannst du mal ausräumen? Nein, wir haben gesagt, wir tun zusammen. Wo wollen wir denn anfangen? Beim Schlimmsten? Ist egal.
Also ich gebe dir mal ab, das ist nämlich ein schlimmer Schock. Die beiden wohnen seit 8 Jahren zusammen. Da hat sich einiges angesammelt. Sag ich, wir fangen mit dem Schlimmsten an. Aber dann nehmen wir es gerade raus und dann machen wir das Bild. Nein, ich mache jetzt kein Bild. Das mache ich. Nein, Jus, das mache ich dann. Nein, wirklich Ja, dann musst du es ja noch machen. Jetzt schauen wir es Ja, zuerst also, aber dann bitte. kommt die jetzt direkt in so eine Kiste rein. Dann ist halt die Kiste schon voll. Ausmisten ist eine verzwickte Sache. Dann würde ich vielleicht da das nächste grosse Haus. Ja, wir Ja, hätten das noch ist- ein kleines Chaos. Ein kleines Chaos. Dann Für ganz so ein links. Für die Psyche. Für die Psyche, ja. Dann machen wir da. Das ja, die sind nett zum Ausschauen. Das ist eigentlich das schmeckt der Kind. Das ist ein schönes. Und das? Also ich glaube, irgendwann müssen wir dann mal irgendwie eine einheitliche Tasse haben. Ja, aber ich finde, man kann nicht alles aus Schaubu neu kaufen. Das ist ja nicht die Idee. Was willst du Ja, jetzt? komm, wir machen gerade da. Also, du drückst dich vor der Wand. Ja, rechts, das ist gut. Das wir da, he? Ja, Kindermesser darfst du nicht fortgehen, das ist immer ein Krieg. Gut, dann kannst du das Messer wieder rein. Wir haben gefunden, ja, wir wollen irgendwie auf mehr wie 8 Löffel oder 8 Messer brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt irgendwie ein Fest haben, wo 20 Leute kommen, dann müssen wir halt einfach 10 Leute sagen, sie müssen selber etwas mitbringen, also ein Besteck. Das ist ja eigentlich auch kein Problem, wenn man den Leuten sagt, hey, nimmst einfach noch ein Teller, ein Tassel und dein Besteck mit, dann können sie das mitnehmen und dann... Da lenkt eigentlich einer, finde ich. So, ist das da noch? Ich bin heute recht entscheidungsfreudig. Ich finde das gut. Ich glaube, ich bin sonst... Aber sonst, ich hänge glaube ich, ein bisschen mehr an Sachen. Der Urs hat noch mehr Sachen, die er mal noch ausmischen sollte. Ich habe in der Wohnung sonst schon recht viel ausgemischt und mit der Küche habe ich jetzt halt gewartet. Bis ich mal Zeit habe. Du mir Zeit nehmen. Und bei mir kommt es ein bisschen darauf an. Je nach Tagesform. Ja, oder nach Zyklus. Wenn ich vor der Mens räume ich ganz viel auf und mische mega viel aus. Und nachher eine Phase heute nicht so. Und nachher bin ich wieder mega entscheidungsfreudig. Etwa so. Ausmisten kann zu einer Beziehungsprobe werden. Du hast noch Stoffmaterial? Das ist schon gut. Das Also- finde ich noch cool zum Behalten. Nein, Dass wir einfach eine Platte haben für so Kuchen und so. das macht keinen Sinn. Wir machen ja keine runde Kuchen. In dem, gut, wenn man vielleicht das mal rein hat. Aber ist sie dir wichtig? Ich finde die Ja, ich viel finde zu eine gross. Platte finde ich gäbig. Die will ich Also. behalten. Nach etwa 3 Stunden sitzen sie vor einem rechten Berg Plunder. Ja, im Salon. Das ist eigentlich schon ziemlich Haufen. Echt Zeug, wo eigentlich ja nicht essentiell ist, dass man das hat. Ja, das ist ein mega Luxus, dass wir das alles haben und jetzt noch alles ausschauen können. Gut, Gut, dann dann gehen wir haben wir her. die Kids. Also das und das. Das tönt schon. Der grösste Wasserfall von Europa, der Rheinfall. Oh, da gefangen mir eine Tasche. Da haben sie mit ihren mexikanischen Freunden abgemacht. Der Adi hat sehr viele Türen aufgemacht für den Djembe. Music Doors. Und Cuervo Cuervo ist eine Band und die sind gerade auf Europa-Tournee. Und jetzt machen sie einen Abstecher zu uns. Und jetzt sehen wir sie da. Das ist mega cool. Oh, da sind sie. Da sind sie. Ja. Siehst du sie? Oha. Aha, You made it to Switzerland! Oh my God! Ja, es ist irgendwie mega strange, die zwei Welten verbinden. Weil, ja, das ist irgendwie unsere Verbindung zu Mexiko. Und jetzt sind wir aber hier in der Schweiz. Und ja, ich muss das erst in meinem Kopf zusammenbringen.
Auf einer Breite von 150 Meter und 23 Meter Höhe donnern gewaltige Wassermassen der Reiz durch ab. Ein Naturspektakel, das nicht nur Touristen begeistert. Es ist einfach ein mega schönes Erlebnis, hierher zu kommen und die Energie zu spüren von diesem Wasser. Wow. Ich mag mich eben nicht mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal da war, aber es ist richtig schön da und richtig schön, das zu spüren. So nah sein bei dieser Energie da. Wow, das ist krass. I speak like Irish. Ist mega, ja, ist wirklich cool. Es ist eine mega coole Stimmung mit ihnen zusammen. Da so. So we're going alone, right? Yes, it's private. Es ist das erste Mal, wo wir so etwas machen. Wir sind mega happy, in der Schweiz zu sein. Wir leben der Djembe, wir leben die Familie, wir gehören jetzt zusammen. How good is that? Yes, is it close? Wow, so imposant. So imposant. Die Kraft, die Power, mega schön. Wow. Am Abend geht's heim auf Winterthur. Bienvenido, bienvenido a casa. Mi casa es tu casa. Was? Hola, amigo, Hola, amigo, la isla pirata. Qué chido. Qué lindo. What is it? Zeit für einen Schokokuchen. Mucho gusto. Gracias por recibirnos. Mucho gusto, nomás. ¿En guete? Ah. Mucho gusto. Hecho con amor. Mesoamerica or Central America. But the chocolate is much better here. It's the perfection of Das ist die Perfektion von Kakao. Weil Kakao ist eine heilige Pflanze und die Kraft von Kakao ist da, in dem Moment. Es war für mich mega ein schöner Tag. So unkompliziert, so spontan, so herzlich und so freundschaftlich. Mega schön. Der Fabian Kappeler ist jetzt seit 5 Monaten zurück aus der Reha. Heute fängt wieder ein neues Kapitel an in seinem Leben. Jetzt sehe ich auch aus. Ja, es ist halt schon, am Anfang wird es wahrscheinlich schon ein komisches Gefühl sein, wenn du jetzt die ganze Zeit daheim bist und jetzt einfach plötzlich, jetzt nicht so wie beim Unfall, plötzlich zack und dort bist, jetzt einfach so mit anderen Leuten wohnen. Ja, es wird eine Angewöhnungssache. Fabi, hast du alles? Den Laptop muss ich noch mitnehmen. Ah ja, wo ist denn der? Ist da. Ah. Ich frage nicht, wo das ist. Für mich ist es ein bisschen komisch auch wieder, dass er jetzt wieder geht. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Plan zu gehen und nicht einfach so abrupt zu gehen, wie es beim Unfall passiert ist. Und ich freue mich aber auch für den Fabian, weil es ist eine mega grosse Chance, dass er das jetzt überhaupt machen kann.
Der Fabian kann im Paraplegikerzentrum Nottwil ein sogenanntes Perspektivenjahr machen. Das heisst, er bekommt ein Jahr lang Unterstützung, um eine neue Ausbildung für sich zu finden. Seine Lehre als Automobilfachmann musste er nach dem TÜV-Unfall an den Nagel hängen. Weil er von seinem Wohnort im Thurgau nicht nach Nottwil im Kanton Luzern pendeln kann, zögert er heute in eine Wohngemeinschaft, gerade bei Nottwil. Die WG wird vom Paraplegikerzentrum geführt und der Fabian wohnt dort mit 3 anderen Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. Die kennt er aber noch nicht. Hey, geht er nur noch am Wochenende. Ich freue mich, weil andere Leute mal kennenlernen, schauen, wie es dort läuft. Ob die Altersklasse auch gleich ist wie meine oder ob sie viel älter sind oder viel jünger, das weiss ich noch nicht. Und jetzt mal schauen, was mich so erwartet. Ja, wir können ja hier auf den Behindertenparkplatz. Perfekt. Das Schenkon, etwa eine Viertelstunde von Nottwil weg, ist dem Fabian sein neues Daheim. Also, willkommen. Oh, Problem. Gehen wir mal in dein Zimmer. Du hast das Grösste. Oh, geil. Du hast am meisten Platz. Voll eine coole Musik. Mit deinem kleinen Köfferchen. Und schau, da sind noch Orthotec-Sachen auch schon angekommen. Super. Ja, die sind am Freitag angekommen. Ja. Hast du noch Zugang zu der Loggia? Von der Loggia ins Bett. Ja, sozusagen. Und da, ist auch, da sind noch die anderen 2 Zimmer, die haben auch Zugang zu der Loggia. Ja. Gut, wollen wir mal vorgehen? Ja. Und da ist die Hilfe, wo du je nachdem kannst beiziehen. Ich weiss halt nicht, wie du dann aufs WC gehst. Sali? Kennt ihr euch schon? Ich glaube, einmal gesehen. Schon mal gesehen? Ja, genau. Sali? Fabian? Sali? Genau, der Tim ist heute der Einzige, der da ist. Die anderen sind nicht rum. Ich habe während der Reha so 1-2 Mal gesehen, aber eigentlich so den Kontakt eigentlich nie richtig gehabt. Aber jetzt freue ich mich auf die Zeit mit ihm zusammen in der WG und es wird sicher eine gute Zeit. Ich finde es cool, weil ich habe ein grösseres Zimmer als die anderen. Und gesehen habe ich jetzt die Wohnung nicht, einfach die andere im Dorf 3. Aber ich finde es cool da. Ja, mal. Ich freue mich sehr, dass der Fabian jetzt da sein darf. Und ich habe auch keine Angst, dass er sich nicht würde einleben würde, weil er ist sehr ein offener, kommunikativer. Ja, er kommt schnell eigentlich klar mit den Leuten. In WG geht es nicht nur ums Zusammenleben. Wer hier wohnt, soll lernen, selbstständig im Haushalt zurechtzukommen. Tamara Darusman ist Betreuungsperson und hilft, was nötig ist. Heute sind wir einfach das Zweite oder sind erst das Zweite, weil die anderen beiden in der Ferien sind. Und darum, es gibt mehrere Ämtlis zum Verteilen. Jetzt so in der ersten Phase begleiten wir dich bei den Ämtlis, dass du einfach auch eine Einführung bekommst und dann siehst, wie es funktioniert. Ich weiss noch nicht, wie viel du daheim gemacht hast. Ja. Plus, minus. Genau, der Team weiss, wie es läuft. Gell, Team? Ihr habt da jetzt das jeden Sonntag gewechselt? Ja, manchmal haben wir so ein 1, 2, 3 Wochen sogar Sila. Okay. Dass man ein bisschen Routine bekommt. Also. Und gibt es gerade irgendwie etwas, wo du jetzt sagst, habe ich schon 3 Mal gemacht, möchte ich wechseln? Ich hätte jetzt gesagt, den Boden staubsaugen. Ich müsste jetzt nicht wieder haben. Fabian, dann gebe ich dir das. Ja.
Dann haben wir die Zimmerreinigung, einmal pro Monat. Also es gibt nichts, wo ich jetzt denke, so, oh Mann, das muss ich jetzt machen. Es wird einfach gemacht. Ja. Ich finde es super, wenn er das jetzt von Grund auf da lernt. Ja, die Hause hat das halt nicht müssen machen. Er war auch ein bisschen zu faul, um das zu machen. Gut, das ist ja auch logisch. Für sich alleine, aber wenn sie dann in der Gruppe sind, ist es halt auch noch mal etwas anderes. Und ich denke, er kann sicher auch von seinen Kollegen lernen. Winterthur beim René und der Gabriella. Sie haben schlechte Nachrichten aus Mexiko bekommen. Ihr Freund in Mexiko, der Adrian, der erst gerade zu Besuch war, hat ihnen ein Video von ihrem Büssli geschickt. Ja, es hat viel Schimmel im Büssli. Aber ich denke, wenn wir es gut putzen, geht's. With a good cleaning. Very good. In dem Moment denkst du einfach, wow, jetzt haben wir dort auch recht eine Baustelle, die auf uns wartet. Es stinkt extrem. Sieht übel aus. Das ist nicht so angenehm zum Autofahren. I'm trying to turn it on. Ich habe probiert zu starten, aber er ist nicht angesprungen, obwohl die Batterie angeschlossen ist. Ich glaube, wir müssen überbrücken. Du weißt ja dann nicht, ja, bringen wir es wieder an oder nicht? Wenn wir es nicht anbringen, wie transportieren wir dann das Piano? Ein neues Büssli können wir nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Das haben wir irgendwie nicht auf der Seite das Geld, um einfach zu finden, okay, wir kaufen ein neues Büssli. Der René will das Büssli retten, bevor es noch schlimmer wird. Darum will er so schnell wie möglich auf Mexiko reisen. Ja, man hat das Gefühl, jeder Tag, der vorbeigeht, ist einer zu viel für das Büssli. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dort das Teil wieder zum Laufen bringt, ist einfach grösser, wenn man uns so schnell wie möglich darum kümmert. Plus, bei dem Freund, der aus dem Garten gestanden ist, das ist nicht mehr sein Garten. Der ist ausgezogen in der Zwischenzeit und hat gesagt, hey, der neue Besitzer, der Besitzer wollte einfach gerne weitervermieten und ja, will das Büssli nicht mehr im Garten. Jetzt müssen wir es so schnell wie möglich dort raus befördern und eine Rettungsaktion starten. Ja, darum teilen wir uns jetzt auf. Also die Jüngeren bleiben ja da bei mir auf jeden Fall. Also die Anuea und die Djembe, weil ich glaube, es wäre jetzt eine krasse Belastung für René, um sich dort um unser botanisches Büssli zu kümmern und gleichzeitig noch arbeiten und dann noch Kids dabei haben, ist irgendwie ist ein bisschen krass. Die Anuea und der Djembe freut es, noch ein bisschen Zeit mit ihren Freunden in der Schweiz zu haben. Ich finde es noch cool, weil da kann ich noch mit meiner Freundin abmachen. Ein bisschen mehr. Der Älteste, der Muendo, begleitet seinen Vater auf Bacalar. Für ihn heisst es jetzt packen. Ich will dann schon irgendwann wieder mal in die Schweiz zurückkommen, aber ich freue mich jetzt erst mal auf Mexiko. Sind das die Sachen, die du mitnehmen willst? Ja, vielleicht eine ganze Sache. Welchen Koffer würdest du rein tun? Der schwarze oder der rot? Okay, du musst schon noch die Sachen rein tun und das Toilettentäschchen musst du noch packen. Ja, dann ist gut, wenn du schon so weit bist. In dem Fall. Schon morgen heisst es Abschied nehmen. Dann geht es für Muendo und seinen Vater auf Mexiko. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».